Ein bisschen Make-up, aber nicht zu viel. Dezentes Auftreten ist gefragt. Für ihren großen Auftritt muss alles perfekt sein. 11 junge Frauen, braun in braun, treten gegeneinander an. Ein letzter Blick auf die Moderationskarten. Dann beginnt die wohl ungewöhnlichste Castingshow der Welt. Malaysia sucht die Supermuslima, die beste Vorbeterin. Nur eine bekommt am Ende den Titel Ustazah Pilihan. Mit Allahs Segen wollen sie den ersten Platz belegen. Wir sind in einem Fernsehstudio in Kuala Lumpur. Die Show, eine Revolution im malaysischen Fernsehen, die die Grenzen und die Toleranz des Islams auslotet. Atika hat es bis hierher geschafft, das Casting überstanden und Allah um Beistand gebeten. Jetzt stellt sie sich der Jury in religiösen und weltlichen Fragen. Sie ist 20 Jahre alt, Studentin des islamischen Rechts und überzeugt, dass sie das ganze Paket mitbringt. Na klar bin ich nervös, weil ich die Jüngste bin. Alle anderen haben schon einen Abschluss. Aber ich spüre, dass meine Stimme wichtig ist, gerade bei den jungen Menschen, um die Botschaft des Korans zu verbreiten. Eine kurze Drehpause. Die nächsten 3 Monate lebt Atika zwischen Fernsehstudio und Jugendherberge. Abgeschottet von der Außenwelt. Nicht mal Mama und Papa darf sie anrufen. Doch zu Hause ist Atika bereits ein kleiner Star. Wir besuchen ihre Eltern. Sie haben sich Kabelfernsehen zugelegt, um ihre Tochter bewundern zu können. Die Mutter ist Religionslehrerin, der Vater Taxifahrer, Atika ihr einziges Kind. Jede Woche pilgern die Nachbarn jetzt zum großen Fernsehabend. Ich bin so unglaublich stolz auf sie. Das war immer ihr Traum, vor großem Publikum aufzutreten. Schon als Kind hat sie mit dem Mikrofon rumgespielt. Ich bin mir ganz sicher, dass sie gewinnen kann. Sie hat das Talent, auch wenn sie die Jüngste ist. Im ganzen Land haben die Fernsehmacher nach der Supermuslima gesucht. Nicht einfach, denn die Frauen müssen Ehemann oder Eltern um Erlaubnis fragen. Du bist eine Runde weiter. Das ist aber auch hier der erlösende Satz. In die Show haben es am Ende diese 11 geschafft. Und die Show ist seine Schöpfung. Izalan Bazar, der Manager des muslimischen Lifestyle-Senders Astro TV. Er will keinen lahmen Religionsunterricht, sondern beste Unterhaltung zur besten Sendezeit. Habt Spaß, so seine Botschaft an die Jury. Schließlich suche er eine nationale Ikone. Sowas wie Oprah Winfrey. Das ist das, was wir für die Jugend erschaffen wollen. Eine Persönlichkeit, zu der gerade muslimische Frauen aufblicken können. Ein Vorbild, dem sie zuhören und folgen. Jemand, der Werte vermittelt. Der Anspruch gigantisch. Der Weg dorthin feucht und schmutzig. Keine Castingshow ohne Prüfung. Die erste Aufgabe, Überlebenstraining im Dschungel. Ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Spannung. Doch vor allem geht es um die missionarischen Fähigkeiten der Frauen. Nach jeder Prüfung das Kreuzverhör durch die Jury. Jede Antwort der Konkurrenz wird akribisch von Atika wahrgenommen. Schließlich geht es nicht nur um Allahs Segen. Die Supermuslima gewinnt die Lizenz zum Predigen, eine Pilgerreise nach Mekka und ein ganz irdisches MacBook von Apple. Das ist neu, das macht Spaß, so den Islam zu verbreiten, von Frau zu Frau. Die meisten Religionsprogramme sind so langweilig, aber mit dieser Show können wir die Menschen erreichen, den Islam unterhaltsam verpacken. Atika hat gerade ganz andere Sorgen. Die erste Prüfung hat sie bestanden. Jetzt geht es um ihr Auftreten bei einem Besuch von HIV-Kranken. Für Atika eine emotionale Belastungsprobe. Für die Fernsehmacher eine kalkulierte Provokation. Mit Themen wie Homosexualität, Scheidung und Drogenmissbrauch wollen sie in den nächsten Wochen Quote machen.
Wir suchen hier nicht die Schlauste. Uns geht es um emotionale Intelligenz. Diese jungen Frauen müssen sich im Alltag bewähren, körperlich, geistig und spirituell. Attika im Kreuzverhör. Ausgerechnet jetzt stört eine Fliege die ernste Angelegenheit. Doch Attika lässt sich nichts anmerken. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich HIV hätte. Wie würde ich mich fühlen? Und da habe ich die Stärke dieser Menschen gesehen, ihren Willen zu leben, obwohl sie diskriminiert werden. Eine überzeugte Jury. Attika ist einen Schritt weiter auf dem Weg zur Supermuslima. Noch einmal vor das Hohe Gericht treten müssen am Ende diese drei. Hinter der Bühne zittern Attika und die anderen Kandidatinnen. Doch heute gibt es ein Happy End für alle. Niemand fliegt raus ins mediale Jenseits. Ein Moment, in dem sie sich ganz und gar weltlich anfühlt. Allahs göttliche Castingshow.